Gibt es irgendeine Schwelle, an der es sich Merch lohnt, rauszubringen? Eine Schwelle im Sinne von aber einem gewissen Status, den man jetzt hätte als Künstler oder Künstlerin, ist eine gute Frage. Dort vorweg, weil der junge Brüder auch da in der Community ist, im Collab-Kosmos, haltet dort mal Ausschau nach dem Young M, der Gute, wenn er jetzt in der Deutschschweiz würde so ein bisschen Merch-Diskussionen haben. Er ist dort sehr, sehr, sehr deep drin in diesem Business und kann sicher auch die eine oder andere Frage da viel besser beantworten als ich jetzt. Irgendeine Richtlinie. Ich glaube, Richtlinien gibt es nicht. Ich habe dort aber schon ein bisschen einen Take dazu, dass ich finde, es ist jetzt meine persönliche Meinung und ich habe dort ein bisschen stärkere Meinung, glaube ich jetzt, wenn es jetzt um Merch-Drops geht. Ich finde es fair und gut, dass man rein aus einem Business-Standpunkt, dass man irgendwie früh an so Merch-Lines denkt und vielleicht auch, wenn man jetzt noch nicht gerade der übergrößte Künstler ist mit der grössten Reichweite, der Künstler oder Künstlerin, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt die Leute sehe, die jetzt gefühlt 4 Songs released haben und eine EP und dann schon irgendwie eine riesige Merch-Kollektion haben, finde ich so ein bisschen, irgendwo durch sollte sich schon ein bisschen, es gibt halt wie so keine Richtlinien, aber es sollte sich schon ein bisschen, also man sollte schon halt Konsum haben, bevor man irgendwie darüber nachdenkt, jetzt gerade im Merch zu gehen, weil irgendwann denke ich sonst, ja gut, ohne Musikkonsum, also wenn jetzt das eher der Kern wäre und du hast halt nur 2, 3 Songs draus und du bringst dann irgendwie schon Merch raus, denke ich so, ja gut, bist du jetzt Merch-Designer oder willst du Musiker oder Musikerin sein? Versteht ihr vielleicht ein bisschen, was ich meine? Und ich sehe halt recht viele Junge, die natürlich auch in dieser Merch-Welt drin sind, was auch gut ist per se. Und es gibt auch nicht so etwas wie zu früh schon vielleicht ein Merch-Brand nebenbei noch aufmachen oder irgendwie pushen. Aber ich sage mal, man sollte sich jetzt auch nicht wundern, wenn man jetzt bei 500 monatlich Hörer ist oder 1000 monthly Listeners oder lass es auch erst 3, 4, 5'000 monatlich Hörer sein und deine Merch-Line, deine Merch-Drops sind jetzt noch nicht am Poppen. Also kann ich natürlich schon verstehen, einfach aus dem Standpunkt, dass man irgendwie zu wenig Konsum hat noch, dass überhaupt genug Leute sich dafür würden interessieren. Und da würde ich jetzt dann nicht zwingend, ich persönlich würde da jetzt nicht mega den Fehlgriff machen und da einfach for the sake of, ich mache jetzt auch Merch, weil sich das so ein bisschen heiß anfühlt, ein bisschen gut anfühlt, dass man nachher behaupten kann, ey, ich habe jetzt auch Merch draussen. Da ist einfach ein T-Shirt mit dem Single-Namen ist da jetzt drauf, der Songtitel ist da jetzt drauf oder der Albumtitel, finde ich so, kann man machen, ist cool so, ist auch eine zusätzliche Umsatzquelle, aber man kann halt schon auch ein bisschen überlegen, okay, easy, sind das jetzt die Leute, die das nachher würden kaufen, wenn ich das jetzt mega, mega, mega früh mache, also so early stage in meiner Karriere, sind das dann Leute, die das kaufen, weil sie das geil finden, was ich mache, oder sind das so ein bisschen Mitleidskäufe à la Support your local artist und ich habe auch noch Merch und Streaming ist ja ich bin ja da ein bisschen am strugglen und kauft doch mit Merch. Sind halt für mich 2 verschiedene Looks so. Also ich würde halt nicht wollen, dass es sich jetzt herausstellt, dass viele, die jetzt so Merch-Drops machen, dass das nachher so Mitleidskäufe sind, dass Leute das irgendwie nur kaufen, die Konsumenten da draussen, weil sie das Gefühl im Kopf haben, ja, Schweizer Künstler und Künstlerinnen, denen geht es ja eh nicht so gut und jetzt überhaupt, Live-Konzerte sind ja weg oder nicht mehr da und Streaming läuft ja bei denen meistens auch nicht und so und dass man so voll die weirden Gedanken hat als Konsument und nachher aufgrund von dem sich so eine Bringschuld entwickelt und man so einen Mitleidskauf macht. So. Also man kann das schon pushen, als Künstler oder Künstlerin ist auch fair, dass man so die Merch-Line würde pushen. Aber ich sage mal, das ist jetzt nicht eine Botschaft, die jetzt mega, mega gut altern würde.
wenn ihr das immer so bringt. Wenn ihr jetzt den Merch-Drops verkauft, wo halt weg wie heisse Semmeli oder Gipfeli gehen, weil man halt Konsum hat und weil die Leute irgendwie deinen Shit kaufen wollen, dann more power to you. Dann so machen. Aber ja, Richtlinien gibt es in dem Sinne nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich bin dort ein bisschen hin und her gerissen. Ich wäre schon auch der, der würde sagen, ja gut, wenn ihr Ambitionen habt, eine Merch-Line zu machen, irgendwann mal Merch-Kollektion oder so, wo vielleicht irgendetwas mit dem Artist-Brand zu tun hat, jetzt nicht zwingend nur auf Projektbasis, sondern mit dem Artist-Brand, dann ist schon nicht verkehrt, wenn man so etwas früh anfängt. Aber es wäre jetzt auch ein bisschen irrwitzig, wenn ich jetzt immer mehr Accounts würde sehen, die so 500 bis 1000 monatliche Hörer haben oder irgendwie bis 4.000, 5.000 Monthlies haben und schon eine bessere Merch-Kollektion haben als ihren Musikkatalog, der existiert. Wenn ihr vielleicht ein bisschen versteht, was ich meine. So, wenn das jetzt alles... Also wenn man nachher plötzlich vielleicht herausfindet, okay, man macht mega krasses Merch-Business und das läuft von alleine, ohne dass es irgendwie gross abhängig ist von der Musik, dann go for it. Dann, ich meine, noch besser. Aber dann ist man vielleicht irgendwann einmal nicht mehr der Musiker in der Rolle vom Musiker, sondern eher dann der Merch-Hersteller oder Merch-Designer, sage ich jetzt mal. Aber dort könnt ihr mal auch mit dem Brüder Young M auf ihn zu, kann man sagen lassen von ihm, aus erster Hand, dass er sehr, sehr offen ist natürlich für genau so Merch-Anliegen in der Schweiz oder zumindest jetzt mal in der Deutschschweiz oder die Sachen, die er macht. Er ist dort sehr, sehr, sehr tief drin. Und es braucht natürlich auch mehr so Leute, die sich für die Merch-Distribution interessieren und das professionalisieren wollen, sage ich mal, in der Schweiz. Darum, der Young M ist eine von den Adressen, die er angehen könnte. Also, ich kann es jetzt nicht so repräsentativ sagen, ich weiss leider nicht, wer sonst noch so die Player sind, wo man könnte angehen für so Schweiz lokale Merch. Aber ich weiss zumindest vom Young M, nicht weil ich jetzt selber da Business mit ihm habe, sondern weil er auch da in der Community rumschwirrt, im Collab-Kosmos. Und er sehr, sehr, sehr ambitioniert dort ist mit seinem selbstständigen Business, wenn es um Merch geht. Darum Juan oder für andere, die das jetzt interessiert, gehen gerne auch dort auf ihn zu. Und ja, so etwas wie zu früh vielleicht das zu machen, gibt es nicht. Ich für meinen Geschmack mit meinem kritischen Blick finde aber, ja, wenn du jetzt nicht mega den Musikkonsum hast, muss man jetzt auch nicht schon krass den Merch-Drop Player spielen, der jetzt sagt, hey, ich habe da jetzt voll die Merch-Kollektion. Aber als zusätzliche Einnahmequelle ist das sicher auch nicht zu unterschätzen, weil es gibt auch Künstler oder Künstlerinnen-Cases, Beispiel, wo die Merch-Kollektionen mittlerweile ein riesen Umsatzträger könnte sein. Also jetzt internationale Beispiele, aber die gibt es in der Schweiz dann irgendwann einmal auch, bei euch in der jungen Generation. Darum, ich tue es jetzt auch nicht unterschätzen. Aber ja, mit 500 monatlichen Hörern, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, so, oder mit 1000 monatlichen Hörern, würde ich jetzt vielleicht eher mehr mich noch auf die Musik konzentrieren und vielleicht dann später mal so Merch-Geschichten aufgleisen.